Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Jetzt haben wir uns in die Burg reingeschlichen. Jetzt liegt es an uns. So, da können wir noch aufmachen. So, damit wir wieder rauskommen hier. Und müssen wir der knacken? Ja. Okay, jetzt sind wir hier in so einem Dienstbote-Eingang gelandet, Warelager, wie auch immer. Und da haben wir einen Abwehrtrank, Pfeile plus 2, die können wir auch teuer verkaufen. Und so den können wir auch gut verkaufen. Okay, Feuerpfeile haben wir mitgekriegt vom Hauptmann, Pfeile plus 2, Gewitterbolze und eine leichte Armbrust, das kann erstmal ein Edwin. So, und die Pfeile plus 2 nehme ich ganz gern, da schmeißen wir die dort voraus. Und Feuerpfeile brauchen wir eigentlich nicht, einen Schampel, den können wir auch verkaufen. Klettzeug an Vikonia, die Sache. Und die schwere Waffe, die trägt dann Edwin. So. Dann haben wir da noch was. Ja, konzentrierte Heiltränke können wir gut gebrauchen. Oh, der hat hier noch eine Geheimtür entdeckt. Das ist auch nicht verkehrt. Und den Jaspis können wir da reinschmeißen. Dann können wir da rein. Und... Ich werde unbemerkt zuschlagen. Ja, das was ich gebrauchen könnte, das unbemerkt zuschlagen. Weil hier ist schon ein Trolleybus. Nee, ich flehe euch an, keine Bestrafung mehr. Jetzt killt er einfach mal den Diener hier, der Sausack. Und jetzt habe ich 72 Schadenspunkte bei ihm verursacht. Das ist gut. So, der kippt auch schon um. Korgan kann ihm jetzt der Rest geben. Oder Anomen, wer schneller ist. So, Anomen war schneller. Sehr schön. Gut, den haben wir mal fertig gemacht. Und da gibt es noch einen Weg. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Dinger, die wir uns vornehmen können. Ein paar Truhe. Gerade mal gucken. Okay, nur die ist abgeschlossen. Und ja, ein paar Gewitterbolze, ein paar von denen Dinger, ein paar von denen Teile. So, die Kugel plus 1 nehmen wir uns. Die können wir nicht mal identifizieren, die Teile. Ich glaube, an Vikonia habe ich die gegeben. Ah, ne, egal. Die sind eh nicht so viel wert. Die Gewitterbolze sind tatsächlich mehr wert. So, die können an Vikonia. Die können wir auf jeden Fall für gutes Geld verkaufen. So, jetzt machen wir nochmal hier das und das. Stimmt, das auch schon einmal beim Flattern gefunden bei der Goblins. Die Kugeln plus 1, die können die gammliche Dinger hier ersetzen. Dann, ja, so häufig kämpft ihr halt auch nicht damit. Und ja, dann haben wir das eigentlich alles. Dann die nächste Truhe bitte plündern, mein Lieber. Da ist eine Koralle drin und nochmal Schleuderkugeln plus 1. Koralle kann durchreihen. Die können wir später verkaufen. Hoppla, da nicht an Korgan, der kämpft nicht mit so Kinderwaffe. Und der braucht das fette Gerät. Und ein bisschen Gold. So, ich habe ja erwähnt, dass wir hier unseren Ruf verschlechtern können. Das machen wir doch gleich mal. Aber erstmal speichern wir. Dann gehen wir hier durch. Und dann kommt hier der gute Mann auf uns zu. Der gute Daleson. Ja, da kommen wir zu uns, Daleson. Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Was ist Stimm? Was? Und wer seid denn ihr? Durch die Hintereingang kommen, oder? Ja, so muss es sein. Außer Schlange und Troller traut sich hier nichts durch die Vordertür. Was machen ihr denn hier? Ich bin gekommen, um euch närrische Bauche rauszubringen, bevor ihr umgebracht werden. Aber warum sollten ihr losziehen und so etwas schaffen? Ihr klingt nicht, als täten euch verleiht, wie mich interessiere oder was ich sage. Es war doch Fräulein Nalia, die euch geschickt hat, oder? Ja. Kümmert mich, wenn ich mal von der Bezahlung absehe. Egal, was euch hierher gebracht hat, wenn man uns hier rausbringt. Hab keine Probleme mit Leuten, die aus der falschen Gründe helfen. Das ist, dafür ist die Fräulein Nalia zuständig. Egal, Hilfe ist Hilfe, wie man so schön sagt. Ja, wissen wir, wie viele Troll hier rumhängen oder ob es einen A-Führer haben? Vielleicht 30 und nur so ein großer Troll, der ein A-Führer zu sein scheint. Ich bin in Deckung geblieben, aber ich hab gehört, wie er etwas Yuan Ti rumkommandiert hat. Keine Ahnung, wie viel von denen hier sind. Wie viele von euren Kameraden haben bisher so überlebt? Ich weiß nicht. Ich habe ein paar gesehen, die fliehen wollten, aber die wurden während dem Lava umgebracht. Vielleicht verstecken sie sich hier, ja, so ein paar von denen. Ich weiß, dass der Fürst Anisee noch am Leben ist, zumindest war das heute Morgen noch. Er hat versucht, die Dele vor seinen Morgenstern einzusammeln. Er bewahrt ihn in Stücke auf, obwohl niemand sagt warum. Irgendwie wollte ich auch nicht fragen. Ja, wahrscheinlich haben sie ihn in den Kerker geschleppt. Der Fürst Anisee
Der hat ihn abgesperrt, aber die Trolle hätten wohl irgendwie trotzdem aufgespielt. Keine Ahnung, warum sie nicht einfach jeden umgebracht haben. Ja, okay. Ich habe alles, was ich von euch brauche. Wie wär's, wenn ihr nun zu rennen beginnt und seht, wie weit ihr kommt? Das ist doch nicht euer Ernst. Wenn ich jetzt losrenne, dann werden sie das mit Sicherheit hören. Selbst wenn ihr mich nicht persönlich umbringt. So oder so, ich bin tot und die werden die Alarmglocke läuten. Das wollen wir doch nicht wirklich, oder? Ihr würdet nicht auf so ein arme Dienstbote rumhacken, Abdel Adrian. Da bin ich mir sicher. Macht euch keine Sorge, junge Dame, vor allem Igitt, junger Mann, weil Abdel Adrian hat nur einen etwas ausgefallenen Humor. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass das nicht witzig war. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, das war auch noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es helfen wird, aber ich soll's wohl doch noch sagen. Der große Troll hat eine Horde hässlicher Monster bei sich, die wie verrückt graben. Ich hab sie füttern müssen und die lassen sich nichts zwischen sich und ihr Futter kommen. Die in ihren Posten für die Hundesuppe verlassen, die ich gemacht habe. Hab 4 Hunde deswegen umbringen müssen. Eklig. Die bewachen die Haupthalle vom Kerker, aber die werden in einer von der Zelle gefiedert. Südlich die Hallen nun im südlichen Teil vom Rahmen, den sie zuerst eingebrochen sind. Ich wollte euch nur von ihnen warnen. Die hätten mich beinahe umgebracht. Dabei habe ich doch nur das Fieder in ihre Zelle geschmissen. Nix hält sie von ihrem Fieder ab. Ja, danke, Daleson. Jetzt mach dich mal auf den Weg und viel Glück. Ich hoffe, das funktioniert alles. Es wird schwierig sein, andere ebenso bequeme Ort zu finden. Denkt dran, gefallene Trolle Feuer einzusetzen oder die werden wieder aufstehen. Okay, ich kann meinen Ruf hier tatsächlich nicht verschlechtern. Ach, das liegt an ihm. Normalerweise, wenn ich das sage, jetzt renne und dann guck mal, wie weit das kommt, dann kriege ich normalerweise eine Rufverschlechterung von -2. Okay, interessant. Also Anomen verhinderte die Rufverschlechterung offenbar. Das ist mal interessant, das wusste ich gar nicht. Ich habe ihn bisher noch nie in einer bösen Gruppe gehabt, um ehrlich zu sein. Insofern schon interessant. Langbogen +1, okay, das ist wieder so schwerer Schampel, der geht an Edwin. Aber er hat auf jeden Fall auch noch was Interessantes über einen Morgenstern erzählt. Und den können wir uns hier tatsächlich zusammenbasteln lassen. Und der ist echt nicht ohne. Speer +1, Stabschleuder +1, Kugel +2 und beißende Bolze. Können wir genauso gut zu ihm packen, er hatte auch nicht viel Gepäck. So. Das und das. Und da gucken wir mal. Edwin braucht es sowieso noch, das ist gut. So. Jetzt gehen wir mal da rein. Und gucken mal da. So, zack, zack. Und ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen, okay? Die verborgene Schmiede scheint allein durch die Kraft der Gedanken bedient zu werden. Ihre Magie ist so stark, dass sie den Flegel der Zeitalter reparieren kann, indem ihr es euch schlicht und einfach wünscht. In der Schmiede gibt es einen Handgriff, an dem schon mehrere Ketten hängen. Ihr müsst jetzt nur noch die verschiedenen Köpfe des Flegels finden und sie in die Schmiede bringen. Okay. Also es gibt insgesamt 3, die man in Baldur's Gate 2 Schatten von Am finden kann. Und weitere 2 gibt es dann noch in Thron des Baal zu finden. Das ist an sich eigentlich ganz cool, die Sache. Weil so kann man dann hier der Flegel der Zeitalter auf Stufe 3 machen, also +3. Und in Thron des Baal kann man dann die mächtige +5 Waffe draus machen, die sie eigentlich ist. Und da haben wir auch schon der erste davor. So, also wieder rein mit uns. Jetzt gucken wir uns das Ding an nochmal. Hier ist noch ein Ring, den wir identifizieren können. Ring der Erdbeherrschung. Ring der Herrschaft über Erdelementare. Wenn man den Liedern der Barden Glauben schenkt, muss man nur einen dieser Ringe tragen und schon kann man jeden Erdelementar seinen Willen unterwerfen. Natürlich lassen sich die meisten Erdelementare nicht so leicht versklaven und man sollte daher sehr vorsichtig sein. Scheitert der Versuch, die Kontrolle zu übernehmen, kann ein wütender Erdelementar einen unerfahrenen Abenteuer innerhalb kürzester Zeit töten. Ja, die sind recht stark, die Biester, aber auf hohem Level, wie wir es dann später sind, stellen die eigentlich keine Herausforderung mehr dar. Träger kann einmal täglich Stein zu Fleisch verwandeln. Der Träger kann täglich einen Erdelementar bezaubern, +2 auf den Rettungswurf des Elementars. Wirkungsdauer für 45 Sekunden, das ist gar nicht mal so übel. Kriegt jetzt mal Korgan als Zwerg. Hat der sich das verdient, denke ich. Was zu tun ist. Okay. Ich hoffe, das bringt was. Jetzt begeben wir uns erstmal dort hier. Und dann schicken wir unseren Dieb los.
So. Also offenbar konnte ich hier leider Geruchsverschlechterung erlangen. Das ist etwas schade. Aber wir speichern hier. Oh, okay. Müssen wir sowieso aufmachen. Und dann schleichen wir jetzt mal dort durch. Zack, zack, zack. Da müsste einer sein, jawohl. Ob ich den mit dem hinterhältigen Angriff kriege, ich weiß ja nicht so recht. Ja, tatsächlich, den kriege ich. Okay, Corgi hinterher. Und schlacht ihn ab. Sehr schön. Gut, also den ersten Troll haben wir schon niedergemacht. Die sind ja auch nicht besonders stark, muss man dazu sagen. Ich werde unbemerkt zuschlagen. So, in der hohen Halle latscht jetzt der Dalesen rum. Auch nicht verkehrt. So, was lauert hier drin? Ein Eistroll, ein kleiner. Gut, der dürfte auch kaputt sein. Der blöde Zwerg macht das schon. Und machen fertig. Dann eben beim nächsten Schlag. Komm schon. Korgan, enttäusch mich nicht. So, die der zumache. Ich bin dabei. Und wer hätte es gedacht, auf dem Scheißhaus findet sich auch noch was. Welche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Genau, Edwin. Ja, jetzt hat anscheinend irgendeiner von der feinen Herren einen Sterne-Saphir geschissen. Oder er hat ihn dort versteckelt. Ich vermute eher auf versteckt, weil so edel sind die Herren jetzt an, dass sie hier Sterne-Saphire scheiße könnten. Okay, das Zeug, das packen wir jetzt auch nochmal rein. Zack, zack. Und zack. Da können wir auch noch ein bisschen nachfüllen. Und weiter geht's. Sagt mir, wenn es denn sein muss. Ich warte. Ich werde gute Idee, das mir zu übertragen. Gut, gucken wir erstmal ein bisschen weiter, was wir hier noch finden an Viecher. Noch scheint hier nichts rumzulungern. Nee, tatsächlich nicht. Und da ist noch eine Truhe. Ja, das ist Okay. gut, so einen Ort zu erforschen. Das Blut pulst schneller, wissend, Ein dass Dolch das plus Böse 2. ganz nah ist. Okay. Ja, ein stinknormaler Dolch plus 2. Ich werde Kaum der Rede wert. Und jetzt gucken wir nochmal in die Haupthalle rein. Einfach mal, um zu gucken, ob da noch irgendwas hockt. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Aber offensichtlich hängt hier niemand ab, außer der arme Dalesen. Okay. Gut, Korgan, da kannst du dich auch hier rausbewegen. Ja. Weil ich glaube, Ich die hoffe, das Trolle bringt werden nur was. getriggert, wenn man tatsächlich sichtbar ist. Und das höchste Recht von der Gruppe kann auch höre noch euch, ziehen. ich bin unter... Die besten Anführer können auch Befehle befolgen. Ja, ja. Dummes Gebabbel. Also ihr erstmal hinterher. Und do entlang. In der Haupthalle hockt noch nichts. Eventuell werden die auch so getriggert. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber man kann die auch umgehen. So, jetzt gehen wir erstmal alle in die Sag Küche. mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich Dann drum. machen wir hier die Dernummer zu, dass uns niemand hochsteigt und überrascht. Hier im Mehl hat noch jemand ein bisschen Gold und einen Wurfdolch oder was versteckt. Und da ist noch was, was man machen kann. Ein einfaches Gestell mit einem aufgehängten Kessel. Hier könnte man etwas kochen. Scheint, als ob genug für alle da ist. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Hilf mal bitte! Wieder so ein Krummbeerebauer, der gestorben ist. Winsele um Gnade Und wieder ein und die Troll, der Fahne. was abkriegt hat. Aber es war nicht stark genug. Schade. Nur 26 Schade gemacht, das war nicht so ein toller hinterhältiger Angriff. Du hast ein bisschen schlecht gewürfelt. Und jetzt machen wir den Troll fertig. Sehr schön. Okay. Ihr müsst eure Gruppe... Jetzt gehen wir erstmal ein Stockwerk höher. Oh, einen Schluck Wasser brauche ich auch noch. Ah, sehr gut. Schluck Wasser kann schon sehr viel bewirken. Wenn mein Livestream dann mal wirklich auch funktioniert, habe ich mir gedacht, ich werde wahrscheinlich 1,5 Liter Wasser runterpumpen, weil ich das einfach brauche. Oh Mann, wenn ich so viel verzähle, Fleißige Handarbeit. brauche ich einfach was zu Fleißig trinken. gewartet. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zertrümmern. Gut, nur Müll. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Dann machen wir wieder die altbewährte Taktik. Ich schleiche mich hier durch. Aha, das hat sich schon alle dafür gelohnt, dass hier so ein Trolleybus Erotikus lungert. 46 Schade gemacht. Ja. Jetzt der Rest von der Gruppe hinterher. Corgi geben der Recht. Und sehr schön. Der Rest von der Gruppe wart hier. Ich werde Ich bin dabei. Wir gehen in den nächsten Raum rein.
Allein und dafür ist es saumäßig praktisch, einen Dieb zu haben. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr gern in Rollenspiele Schurke spiele. Ich mag das einfach, die Art von Herangehensweise, dass man sich durchschleicht und so dann die Gegner langsam außer Gefecht setzt. Das sind ein paar Troller. Das ist ein UNT-Magier. Okay, nach dem sollten wir auch noch gehen. Und dann, ach, Niederstrecker. Sehr schön, den habe ich jetzt sogar fertig machen können mit einem Schlag. Jetzt kommt aber der Rest. Die UNT-Magier war hier allerdings das Problematischste. Was wollt? Hoffentlich werde ich wenigstens gut. So, ihr auf den. Und ihr auf den Kleiner. Ich hab schon So, Korgan erledigt den mal schnell. Zu eurem Schrecken müsst ihr mit ansehen, wie sich der Körper des Trolls aufbäumt und zwei kleinere Trolle aus seinem Körper hervorbrechen. Geht. Während sich wohl zwei kleinwüchsige Trolle als ein großer Troll ausgeben. So. Die können wir jetzt, aber die kleine Version können wir jetzt ohne Feuer töten und ohne Säure. So, das war's. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und der UNT-Magier hätte auch nur sowas gesagt wie, ja, das ist jetzt unsers und ihr seid verdammt und so ein Scheiß. Also das war wirklich nicht wichtig, dass man denn noch Rette hört. Ihr müsst eure okay. Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay, alles klar, da können wir tatsächlich noch hoch. Geringere Zauber zurückwerfen, das ist der kleine Erdelementarbeschwörer, genau. Festungsschlüssel, das ist der Hauptschlüssel für Nalias Festung. Damit sollte man fast alle Türen in der Festung öffnen können. Sehr schön, nehmen wir auf jeden Fall an uns. Und dann sagen wir da mal immer ganz kurz Hallo, indem wir aufs Dach gehen. Hallo Dach, was gibt's denn hier Tolles, was gibt's denn hier Spannendes? Aha, da kommen wir auf jeden Fall später noch hier, das weiß ich. Deswegen gucken wir uns jetzt zuallererst mal hier unten nochmal um. Im ersten Stockwerk. Ja, So. Ich bin dabei. Dann wärst du unbemerkt Zuschlager und gehst vor, genau. Und da ist wieder so ein Troll mit seinem ekelhaften Berzel. Ah, die sind so ekelhaft. 66 Schadenspunkte, das dürfte reicher. Das klingt okay. Ah, das ist ein Riesentroll sogar, okay. Krass. Dann eben beim nächsten Schlag. Der leckt mich fett. Riesentrolle sind die stärkste Trolle, die es gibt. Aber offenbar bin ich schon jetzt so auf so hohem Level, dass die uns hier entsprechend höhere Gegner reinschmeißen. Wenn es denn sein muss. Ja, ein Riesentroll kriegt man auch mit 66 Schadenspunkte nicht nieder. Das ist ein stinknormaler. Dann sollte ich so... Ja, mit 71 soll ich den platt kriegen. So. Euren Befehl. Im Moment. Gott. Gute Idee, das mir zu übertragen. So geht es auf die schnelle Art. Was haben wir dann da noch? Illusion entdecken. Okay, die Pfeile der Durchbohrung, die behalten wir erst einmal. Beziehungsweise kommt, das können wir genauso gut ersetzen. Wir sind so selten mit Fernkampfwaffe unterwegs, können wir uns so Späße auch mal leichter. Gut, ja. Leute, Nachrücker. Also mir macht die Taktik mit Dieber als A-Führer eigentlich echt sehr viel Spaß. So, das geht an Viconia und über Viconia an Edwin. Und Edwin kannst du in den Beutel stecken, der voll ist. Na, großartig. Okay. Dann gehen wir trotzdem weiter hier im Programm. Weil hier kommt jetzt erstmal länger nichts. Sagt mir, was zu tun ist. Und da kommt ein ziemlich arrogantes Vibesbild. Also Aufmacher, da kommt die rausgestürmt. Oder der Wächter. Stört mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Halt, wie seid ihr reingekommen? Und wer seid ihr eigentlich? Ja, ich bin von der Nalia angeheuert worden. Hier ist Abdel Adrian. Oh, der Götter sei Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich dann bin, euch zu sehen. Ich bin hier nicht nur eingeschlossen und versuche die Trolle zu bekämpfen. Aber man kann die Unverfrorenheit und Dreistigkeit von der Person einfach nicht glauben. Die Fürstin Delcia ist die Schwester vom Fürst und sie ist echte Herausforderung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Selbst ich war schon mindestens Dutzendmal davor, sie zu erwürgen. Ich schlage vor, ihr sprechen dann mit der Fürstin Delcia. Sie wird wohl die Entscheidung treffen, was zu tun ist. Und es wird es sein. Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Ja, Edwin. Seid falsch geschrieben, das muss mit T. Und Bedeutung. es wird seit Tages erste Mal Zeit, dass ihr mich in Ruhe lasst. Okay, wo ist sie dann, die Gretel hinter der Heck? Da ist er. Oh, es ist ein Albtraum.
Noch mehr Wilde, die mit ihrem Dreck mein Haus ruinieren. Ich habe euren Kommandeur schon gesagt, dass ihr nichts anderes als Verurteilung von mir erwarten könnt, auf die Art durch ihr Haus zu marschieren. Ah, was eine Kuh. Ihr seid meiner Gnade ausgeliefert, nettes Zuhause, es wird mir Vergnügen sein, sei schätzte Rauber. Ich denke, ihr sollten nicht weniger erwarten. Euren Mangel an Herkunft steht euch ins Gesicht geschrieben, plündert noch Herzenslust, aber ihr werdet von mir nicht die Befriedigung von einer ängstlichen Reaktion erhalten. Bereitet euch auf den Tod vor, ist ein bisschen zu arg, aber ja, ich habe auch Aufgabe. Sich mit Leuten wie euch abzugeben, wird Nalias tot sein, so wie es ihrer Mutter geschehen ist. Irgendeine Pest belohnt ihr Wohltätigkeit mit Fieber und doch kann ich sie nicht aufhalten. Oh ja, wer bettelt darf nicht wählerisch sein, so habe ich den Satz zumindest verstanden. Wollen wir uns an das Geschäft von der Rettung machen? Ich nehme doch an, dass ihr deswegen hier seid. Bitte beeilen echt oder mit, weil es kitzelt mich schon in der Nase und ich könnte warmes Feuer gebrauchen. Wenn ich mir in den Tod hole, dann wird es der Bauer, der für die Heizung verantwortlich ist, der Kopf kosten. Gott, was eine Kuh. Ich habe Bedenken gegen eure Freilassung. Ich finde eure Einstellung widerlich. Uff, Mol? Vielleicht seid ihr nicht sicher, wo euer Platz ist. Und an meinem. Und obwohl mein Leben wegen eurer Aktion derzeit vielleicht in eurer Hände liegt, wird es euch doch nicht über eure wahre Stellung erheben. Euer Aufgabe ist es, meinesgleiche zu retten. Und ich bin dankbar für die Gelegenheit. Oder wollt ihr nur jene retten, die euer Ideale gerecht wären? Ich wusste, dass Helden so wählerisch sein dürfen. Ich bin weder böse, noch bin ich euer Feind. Ich stehe einfach über euch und über denen, die mir dienen. Jetzt treten wir beiseite und lass mich passieren. Ich habe hier schon lang genug geschmachtet. Soll ich sie wirklich umbringen? Eigentlich hat sie es verdient, aber komm, ich stehe jetzt einfach in betäubter Stille da. Versucht nicht zu sappern, wenn euch die Kiefer so runterhängt. Ist es der Weg noch draußen? Ich werde Nalia finden. Wenigstens hat sie nicht der unwürdige Kämpfer an den unwürdigen Kämpfe teilgenommen. Und selbst wenn Fürst Anisee ist immer noch die Gnade von den Monster da ohne ausgeliefert. Er ist Nalias Vater und ich glaube, die wollen Informationen über einen Goldschatz von ihm. Ich bezweifle, dass er auch nur Wortsache wird. Manchmal ist er so weich wie Nalia, aber er stinkt nicht so tief. Er sinkt nicht so tief, dass er sich mit geringerer abgibt. Ihr retten ihn doch, oder? Ich denke, es ist eure Pflicht. Ha! Ich find's besser, wenn es meine Pflicht wäre, die blaublütige Ich fänd's besser, wenn es meine Pflicht wäre, das blaublütige Weibstück aus meinem Schoß zu ziehen und sie zu bereiten, wie es noch keine Lady, die ich je getroffen habe, erlebt habe. Haha! Oh je, Korkan. Was wollt ihr, Oberweltler? Und Okay. schlitz ich euch den Ich hoffe, das Bauch bringt auf. was. Also jetzt weiß ich Bescheid, dass Korkan auch auf bockige und herrische Frauen steht. Und du können wir noch aufmachen. Du gehst dann in den Keller schlussendlich rein. Aber ich steht Sache, wir sammeln uns jetzt hier. Ja. Der blöde Zwerg macht das schon. Weil jetzt kommt wieder was richtig Übles. Und der Kater hat sich jetzt auch zu mir gesellt. Jetzt heißt's Ich kümmere mich vorsichtig sei. Wobei, nee, da schicke ich lieber den Korkan rein, der ist schnell. Ja, Abdel ist schon Adrian geschafft. raus, Korkan rein. So, das sind mehrere Golems, wie ihr seht. Und wenn ich mal hier was nehme, triggert es die Golems. Und es erwachen Steingolem und Fleischgolem. Okay, Sagt mir, was zu tun ist. Ich bin dabei. mit denen kann ich noch leben. So. Das Riesenvieh in der Mitte, der Eisengolem, der ist dann das größte Problem, was wir haben. So. Einen Moment, ganz kurz. Ich muss mal kurz die Karte rauslassen. Da bin ich wieder. Sorry, wenn der Kater raus will, dann will er halt raus. Du kann der auch etwas biestig werden. Insofern Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. wollte ich jetzt nicht unbedingt, dass der stinkig wird und dass er jetzt das ganze Video vermaunzt. Und dann haben wir hier einen Bogen. Oh, das triggert schon das richtig üble Riese-Rindvieh. Enna ist noch durchgeschluckt. Ein Lehmgolem. Die sind auch schon ziemlich happig, die Viecher. Wir ziehen uns jetzt erst einmal zurück hier ins Zimmer, wo wir ein bisschen mehr Angriffsmöglichkeiten haben. Und attackieren jetzt den Lehmgolem. So.
Lehmgolem ist halt leider sehr immun gegen sehr verschiedene Dinge. Edwin muss auf jeden Fall drauf, weil sein +4 Waffe Schade verursacht. Hustan Zatos. So, weiter drauf. Keine Gnade denen, die gegen uns sind. Und Korgan kann auch nur mit seinem +1 bis 2 Feuerschaden wirklich Schade machen. Jetzt kommt der wirklich tricky Part. Jetzt muss ich Ründstab an Korgan geben. Macht's kurz. Weil Ich hab schon die Art von Golems sind riesengroß und passen nicht durch die Beere und lassen sich nur durch so Waffe hier verwundern. Das heißt, das macht jetzt erstmal ziemlich Spaß. Aber er kann Korgan zu erwischen. Und die können noch so ekelhafte Gaswolke ausstoßen. Du musst dich nicht fernhalten. Sonst vergiftet das Korgan und das ist nicht so besonders toll. Weil es ein sehr schnell wirkendes Gift ist. Okay, die Axt können wir nicht identifizieren, das ist schade. So. Und das dauert jetzt einfach. Also meiner Meinung nach der geschickteste Kampf gegen einen Eisegolem und später auch Adamantit-Golem ist es einfach so, eine Passage zu suchen, dass man von der Giftgaswolke nicht erreicht wird, dass der Golem nicht attackieren kann und dann der Kämpfer mit Hast und Ründstab +4 auszurüsten. Ansonsten kommt man da nicht durch. Die Golems sind dummerweise auch gegen Zauber immun. Beziehungsweise sehr stark resistent. Oh nee, nicht gut. Anomen ist voll in die Falle getappt. Ich stehe euch zu Dienst. Ich habe eigentlich gehofft, ihn möglicherweise noch dazu zu kriegen mitzuhelfen. Weil er ja auch mit seinem Säureschaden noch Plus-Schade machen kann. Aber das wird wohl anscheinend so nix. Schade drum. Das heißt, das müssen wir jetzt einfach so überbrücken. Und ja. Scheint, als ob genug für alle da ist. Hey, vielleicht wollen ja noch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Ja, Korgans wäre mal ganz lieb, wenn du erstmal den Eisegolem töten könntest. Was wollt ihr, Oberweltler? Aber die sind wirklich eine Nummer für sich, die Viecher. Vor allem, weil ich im Durchschnitt hier nur 3 Schadenspunkte mache und das Biest irgendwie 60, 70 Schadenspunkte oder noch mehr hat. Puh, jetzt ist der gefallen und gibt auch leider nur 13.000 Erfahrungspunkte, was ich irgendwie viel zu wenig finde für so ein Biest. So, jetzt warten wir noch, bis diese Grütze weg ist. Sehr schön. Ich warte. Und ihr sammelt euch wieder hier. Um der Rede wert. Und du holst schon den Rest. Beziehungsweise wir können jetzt ja auch endgültig reingehen. Weil da sind jetzt nur noch Steingolem und Fleischgolem. Die kriegen wir eigentlich relativ fix fertig. Wobei die Steingolems auf höherem Level auch sehr ätzend sein können. Ich folge euren Befehlen. Im Moment. So, da haben wir noch einen Waffekopf für der Flegel der Zeitalter. Und zwar Feuer. Das ist einer der 3 Flegelköpfe. Und bla bla bla. Sehr schön. Okay, einen Kriegshammer haben wir da noch. Das wird ein +1 oder was? Wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Dinger. So, zack und zack. Und mit dem Schlüssel kommen wir hier auch noch weit. So, jetzt geht's an der Steingolem zuerst. Die Steingolems können auf höherer Stufe sich selber schneller machen in ihrer Umgebung und können uns als Gruppe verlangsamen. Das ist eine äußerst nervige Fähigkeit. So, jetzt erstmal Massenheilung. Und noch eine Massenheilung. So, das gibt wieder ein bisschen Tinte auf den Füller. Und wir können uns jetzt erstmal hier wieder sammeln, um den Rest von dem Stockwerk noch zu erkunden, weil da geht es anscheinend auch noch tief weiter. So, also hier in das wunderschöne Atrium, in das Wohnzimmer hier, was auch immer. Und da ist noch so ein Pupstroll. Bettelt nur euer Leben. Es ist aus mit euch. Ja, Edwin. Machen erstmal den Pupstroll fertig. Ich bin dabei. Dann ist hier, glaube ich, noch ein normaler Troll, der lauert. Irgendwo. Müsste noch anders sein? Jawohl, da ist er schon. Ein normaler Troll. 36 Schadenspunkte, das wird nicht gereicht haben. Ne, nur schwer verletzt. Okay, dann machen wir den Mistkerl noch so fertig. Und der kippt gleich um. Komm schon. Komm schon, Troll. Ach, hopp. Komm. Kipp schon endlich um.
Du willst es doch auch. So, na also. Sehr schön. Oh, da ist auch noch was zum Aufmacher. Uiuiui, Korgan macht schon 36 Schadenspunkte insgesamt, einfach nur indem er durchsteht. Das ist, indem er einfach nur ein Crit landet. Das ist schon ziemlich heftig. So, jetzt können wir noch durchreagieren. Und ich bin davor, ach, wenn das Video jetzt ein bisschen Überlänge erreicht. Dort jemand einen Kamin mit einer Falle gemacht, um einen Froststab reinzulegen. Okay. Sagt mir, was zu gute Idee, das Ach, Bier zu irgendwie übertragen. ironisch. Kamin mit einer Falle versehen, nur um Froststab reinzulegen. Okay. Sowohl Tür als auch Schloss scheinen beschädigt zu sein. Ihr könnt diese Tür erst öffnen, wenn sie repariert wurde. Deswegen suchen wir einen Umweg. So. Aber den Stock... Da rennt stand hier Edwin. Also den Stockwerk will ich auf jeden Fall noch erledigen in dem Deal. Ich warte. Einfach damit wir das sauber abgeschlossen haben noch. Und da können wir uns um den Rest morgen dann wieder kümmern. Gut, da hat noch jemand der mit einer Falle versehe. Das kann Dorei. Die Kugel plus 2 kann auch mal an Vikonia wieder gehen. So, da. Und was haben wir denn da noch? Achso, da haben wir nichts mehr. Und du Zauberstoß und Trank und Gewitterbolzer. Okay, Tränke an Vikonia, das an Edwin. Da kommt den Scheiß gemacht eigentlich. Ach, direkt mal jetzt einfach an Korgan weiter. Yes, einfach an Korgan weitergeben. Und Gewitterbolzer, die gehen wieder an Vikonia. Okay, perfekt. Dann machen wir das noch auf und das noch so. Ich werde Ich schleich mich rein. Und der Hampelmann, der ist auch noch. Der Gleisers, der ist auch noch wichtig. So. Los! Ihr Reihe. Und später schlitze ich euch den Bauch auf! Zum Ruhm von meinem neuen Meister, dessen Zauberkunst mit der Wegewiese hat, wer ich euch vernichte. Alle hopp. Wie du Mensch. Das bringt was. Und ich habe ihn offensichtlich nicht erwischen können. Der nimmt noch so Schnelligkeitsöl. Und ich habe noch mit 46 Schadenspunkte lehme können. Sehr schön. 9500 gibt er der Kerler. Und er hat noch was Wichtiges für uns. Und zwar der Flegelkopf mit Säure. Das ist sehr, sehr geil. Dann der Trank, der geht noch an Vikonia. Korgan, der braucht gerade Kenny. Und der Rest kann an ihn gehen. Wobei 4, die kann Edwin wieder auffüllen. Der hat mehr als genug gerade. Ja, perfekt. So, wunderbar. Dann hätten wir das auch noch erledigt. Wir haben jetzt alle 3 Flegelköpfe zusammen. Das heißt, wir können in der nächsten Episode eigentlich auch... okay, das ist auch nicht schlecht hier, das Badezimmer mit Klo noch. Ja, wir können in der nächsten Episode eigentlich direkte Flegel der Zeitalterschmiede. Das finde ich auch ziemlich gut. Deswegen würde ich sagen, der Stockwerk ist ausgeschlachtet. Und ich mache an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Da werden wir dann nämlich hier weitermachen. Und gucken, dass wir in der Festung der Danisee weiterkommen. Was so äußerst interessantes Abenteuer wieder wird. Wo auch immer jetzt Korgan gerade rumschwirrt. Korgan, alle hier? Jawohl, alle hier, perfekt. Alle hopp, dann die Sache, wir sehen uns morgen wieder. Also machen's gut und bis morgen. Es bleibt mal wieder spannend. Ian Yankee.